Hallo und herzlich willkommen zu Talk and Pray an diesem Dienstagmittag. Schön bist du mit dabei, mega cool. Mit mir im Studio sind heute Janice Brown vom ICF Teens und Paul Sieber vom ICF Youth. Beides Pastoren, mega willkommen. Schön seid ihr mit mir dabei. Ich freue mich sehr. sehr. Eine gute Runde. Ja, ich freue mich sehr, zusammen mit diesen beiden Granaten das Talk and Prayer zu machen heute. Und wir werden heute die Message vertiefen vom Sonntag, wo es darum ging, um die Ängste. Wir sind in der Serie Trust und es ging um Ängste. Und es ging vor allem darum, also um diese Frage, hey, fühle ich mich als Kind Gottes oder eher als Sklave dieser Welt, als Diener dieser Welt. Und genau das möchten wir heute beleuchten zusammen. Wir wollen heute zusammen anschauen, hey, wie können wir wirklich eine Identität bekommen im Alltag, als ein Kind von Gott zu leben. Und das ist gar nicht immer so einfach, weil das Spannungsfeld zwischen Kind Gottes sein und sich aber trotzdem als Diener zu fühlen in dieser Welt, das kennen wir, glaube ich, alle, oder? Und dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Bist du mit dabei? Schön, dann schreib uns in den Chat, woher du kommst. Es haben schon ganz viele Leute geschrieben. Cool. Es ist richtig, richtig schön. Franziska schreibt, herzliche Grüße aus Bali. Franziska aus Bali, wir grüßen dich. Richtig gut, schön aus warm. Solingen, aus Siegen, aus Schön. Gäufelden, aus Grünwald. Hey, danke fürs Schreiben. Für mich ist das immer super bildlich, wenn ich mir vorstelle, wo das ihr gerade sitzt, von wo das ihr Grünwald. zuschaut. Ja, das Grünwald, ist das super gut. tönt schön. Das tönt ganz schön. Ich bin noch bei Bali hängen geblieben. Okay, nein, ich bin schon im grünen Wald. Hey, lasst uns zuallererst einsteigen mit einem Bibelvers. Der steht im Johannes 15,15 und es heißt hier, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ja, das ist mega schön. Das hat Jesus uns so gesagt und das tut so gut, oder? Er nennt uns Freunde. Und ein Diener ist ja genau das. Ein Diener muss Pflichten erfüllen. Ein Diener ist gebunden an Pflichten. Aber ein Freund wird ins Vertrauen hineingezogen, sogar in Geheimnisse hinein. Und das ist schon mega stark, oder? Und das können wir aber nur sagen, wir sind Freunde von Gott, weil wir seine Kinder geworden sind, oder? Ja. Kann ich das? Ja, absolut. Ich So stehen lassen. absolut. Ich glaube, ein Diener wird ja nicht in die Tiefe hineingenommen. Ich glaube, ein Diener darf oftmals seine Aufgabe erfüllen und sieht nicht dahinter, was wirklich dahinter steckt. Und ein Freund wird oftmals hineingenommen, warum tust du, was du tust. Und du hast vorhin gesagt, wir sind nicht Sklaven dieser Welt. Und ich glaube, wenn es so viele Fragen offen hat um uns herum, dann ist wie die Frage, in was nimmt uns Gott hinein in die Tiefe? Dass es nicht nur plakativ ist, was wir hören, sondern dass Gott möchte uns als Diener dahinter sehen lassen. Ja, mega, mega cool. Ich möchte dich gleich kurz ermutigen, sorry Janice, dass du in den Chat hineinschreibst, wie fühlst du dich? Fühlst du dich eher als Kind Gottes, wenn du dich jetzt so fragst, oder fühlst du dich eher als Freund von Gott oder eher als Sklave, eher als Diener von Gott, eben der gewisse Pflichten erfüllen muss. Ich meine eben, es kann sowohl als auch sein, aber ja, schreib einfach in den Chat hinein und lass uns teilhaben an dem, wie du fühlst, und wir wollen mega gerne für dich beten. Jenny? Vielleicht gerade für die Predigt nicht gehört haben oder die einfach wie ich da noch ein bisschen nachklingen oder nachdenken. Kannst du noch ein bisschen mehr Worte dazu verlieren? Was heißt das oder was meinen wir, wenn wir sagen, wir sind Sklaven der Welt oder Diener der Welt oder so? Du hast das jetzt verglichen und ich glaube, dass ich ein Kind Gottes bin, das kenne ich, das verstehe ich und da möchte ich noch mehr hinkommen. Aber was meinen wir damit? Den Gegensatz, den wir jetzt ein paar Mal genannt haben. Ja, genau. Eben diese Diener. Und da möchte ich euch jetzt gleich wieder den Ball zuschieben, weil ihr seid Pastoren hier im ICF. Ihr seid aber auch persönlich unterwegs, oder? Und genau, ich denke, das sind so Fragen, die eben auch auf euch immer wieder
mit denen ihr immer wieder konfrontiert wird. Was heißt denn das wirklich, ein Diener zu sein, oder ein Sklave zu sein? Was bedeutet das? Und es bedeutet doch eben, ich muss ständig leisten, ich muss ständig besser sein, als dass ich eigentlich bin. Ich muss ständig Perfektion bringen und es reicht nicht, wenn ich mein Bestes gebe. Das, denke ich, ist ein Diener Gottes und ich denke, mit dem werdet ihr wahrscheinlich oft konfrontiert, weil ihr seid mit Teenagern unterwegs, mit jungen Erwachsenen unterwegs, aber auch ich als ältere Person muss ständig mich immer wieder mit dem konfrontieren und mich neu navigieren, um eben mich nicht den Maßstäben dieser Welt anzupassen und mich nicht besser machen zu müssen, als ich bin, sondern ich kann einfach hinstehen und sagen, hey, ich bin ein Kind von Gott. Und ja, eben weil wir im Thema Ängste sind, ich habe Ängste, ich muss mich mit denen konfrontieren, ich muss die facen, aber wie kann ich das machen, genau. Und das ist schon ein krasser Unterschied, wie ich dann reagiere darauf, eben als Diener oder als Kind von Gott. Gell? Ja. Wie geht ihr damit um? Ich glaube, wirklich genau wie du sagst, es ist so krass, dass in der Zeit, die wir leben, es geraten so viele Erwartungen an uns heran. Und das ist auch das, was wir eigentlich mit den Jungen erleben. Also ich merke, es sind unglaubliche Erwartungen für die Teens heute. Du musst eine Lehrstelle finden, du musst in der Schule funktionieren, du musst bei der Arbeit funktionieren, du musst deine Eltern ehren und da in der Familie funktionieren und dann die Freunde, die Erwartungen haben, dass du cool bist, dass du Dinge mitmachst, dass du bei Dingen mitgehst, die Eltern und vielleicht auch wir als Leiter, die andere Erwartungen haben. Und das ist genauso, dass es sich vielleicht dann manchmal anfühlt, als ob man gelebt wird vom Leben. Ja, es kommt einfach eine Erwartung nach der anderen. Sobald man eine Prüfung geschafft hat, kommt das nächste. Und das finde ich extrem anstrengend. Und das erlebe ich auch in meinem Leben, dass ich merke, ich muss leisten, ich muss funktionieren, ich muss immer weiterdenken, ich muss weise vorangehen und ich verliere die Schärfe darauf, dass ich eigentlich einfach Kind Gottes sein darf. Ja, man muss auch sagen, wir sind in einer Zeit, da gibt es so viele Einflüsse wie vor uns noch nie. Und ich glaube, mit diesen Einflüssen kommen genau diese Erwartungen, die du erzählt hast. Und so erleben wir die Jungen, die haben so viele Einflüsse. Bei all diesen Einflüssen will jemand etwas von ihnen und auch man will die Leute sozusagen in eine Antwort von ihnen, in Verantwortung ziehen. Und da merke ich, da kommen schon Ängste auf, weil du zu jedem Thema heutzutage fast eine Meinung brauchst und du die gar nicht zu so vielen Themen eine Meinung bilden kannst und das auch dann für das hineinstehen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es wirklich schwierig ist, seinen Platz zu finden und sagen, okay, ich bin Kind Gottes, weil oftmals kommen Themen, die von uns verlangen, dass wir diesen Themen dienen und sozusagen Diener sind. Dass wir gelebt werden. Genau, dass wir gelebt werden. Dass wir gelebt werden. Das hast du so schön gesagt, dass wir gelebt werden. Ich merke da, wir können entweder der Welt dienen oder wir können Gott dienen, aber auch beim Gott dienen ist es ja so, dass wir einfach nur Diener sein können, ohne Freund zu sein. Und ich finde es so schön, dass Jesus sagt, ihr seid Freunde, ihr seid Söhne und Töchter, weil ich euch in die Pläne hineinnehme und sozusagen auch damit Verantwortung mitkommt. Janice, du hast in der Vorbereitung, als wir gesprochen haben, bevor wir gestartet haben, hast du so schön gesagt, Verantwortung, oder? Es ist eine Verantwortung, das Freundsein, das Kindsein bringt auch eine Verantwortung mit. Kannst du das nochmals erläutern? Weil ich finde das mega wichtig auch. Ja, im ersten Gedanken habe ich gemerkt, dass es so in mir auslöst, wenn ich nicht Dienerin bin, sondern Kind Gottes, dann fühlt sich an, okay, die Verantwortung ist abgefallen. Ich darf einfach nur Kind sein, ich muss gar nichts tun. Und dann bin ich dem ein bisschen nachgegangen. Ich weiß nicht, ob du dich zu Hause vielleicht da ähnlich fühlst, aber ich habe gemerkt, nein, eigentlich darf ich auch Verantwortung übernehmen im Freundin sein, im Kind Gottes sein. Wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, dann möchte ich Verantwortung übernehmen und genauso auch in meiner Beziehung zu Gott. Und das finde ich wunderschön. Ihr habt schon einige im Chat geschrieben, richtig gut. Renate, du hast geschrieben, dass du dich immer mehr und mehr als Freundin fühlst und genau das erlebe ich auch, dass es
Schritt für Schritt ist. Und genau im Gespräch hier, im Gebet mit euch, können wir lernen, was bedeutet das? Und für mich ist es jetzt wirklich eigentlich nochmal dieser Schritt, ich möchte die Verantwortung übernehmen. Ich möchte mich nicht leben lassen, sondern ich entscheide mich nochmal, mich hier zu positionieren. Ihr fühlt euch als geliebtes Kind, als Botschafterin Gottes, und ich glaube, das sind alles einzelne Facetten, die wir übernehmen dürfen. Das ist so kraftvoll. Und hier schreibt der Patrick Lenze auch eben die Herausforderung, sich schleifen zu lassen und eben Jesus ähnlicher werden. Das ist mega cool. Mega ehrlich auch. Ja, voll. Ja, von dem lebt dieser Talk, gell? Das ist schon mega cool, genau. Paul, möchtest du beten für uns? Sehr gerne. Einfach wirklich. Ja. Du darfst zu Hause auch gleich mitbeten. Du darfst, wie du willst, deine Hände hochhalten, deine Hände zusammenfalten. Und lass uns einfach beten, dass wir nochmals vom Heiligen Geist einfach bestätigt werden als Kinder Gottes. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns Kinder nennst und auch Freunde nennst in diesem Johannes 15, und dürfen wir als Freunde hineingenommen werden in deine Pläne. Und ich segne uns einfach heute mit der Bestätigung, dass wir wissen, dass wir zu dir gehören und nicht nur einfach, dass wir so ein Anhang sind irgendwie, sondern dass wir mit dir verbunden sind, wie es in diesem schönen Johannes 15 heißt, wir in dir und du in uns. Und ich bete einfach, dass heute wirklich uns das bewusst wird, jetzt auch in diesem Talk and Pray, und dass der Heilige Geist uns erinnert, was damit kommt, was für eine Kraft damit kommt, dass wir Kinder Gottes sind. Und da, wo wir Diener waren, das wollen wir jetzt einfach abschneiden und uns einfach jetzt mal einfach hineinsetzen, wirklich in die Identität, die du uns zusprichst. Amen. Ja, und nimm das wirklich gerade an zu Hause, dass da, wo du dich fühlst, als ob du einfach nur abliefern musst, wo auch immer, vielleicht auch bei Gott nur abliefern musst, Dinge leben musst und funktionieren musst und nach dem Gesetz leben und wie auch immer, nimm diesen Zuspruch an, dass du einfach Kind sein darfst. Ja. Genau. Und Leo hat in der Message am Sonntag so 4 Punkte gebracht, 4 Ängste gebracht, und lasst uns in die erste Angst eintauchen. Wir schauen mal in dieser halben Stunde, wie weit wir es bringen, keine Ahnung, aber wir starten mal mit dem ersten Punkt, wo es darum geht, Angst vor Brüchigkeit oder vor Fragilität, könnte man auch sagen. Und ein Diener sucht ja Hoffnung in der Belastbarkeit, in der Resilienz oder aber auch eben im positiven Denken, wenn wir ehrlich sind, oder? Ein Kind von Gott aber ist verheißungsorientiert und weiß, dass er Herausforderungen, dass er sie facen muss, und dass er weiß eben, dass das auch Frucht bringt, wenn er verheißungsorientiert versucht, mit Betonung versucht zu leben. Und in Galater 5,22 steht und folgende: Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in sich wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja, das tönt hammergenial. Das haben wir alle, weil wir sind ja Kinder Gottes. Also, oder? Sehe ich das falsch? Nein, Scherz. Also die Herausforderung ist ja, ich versuche als Kind Gottes zu leben. Das ist mein tiefster Wunsch. Aber ich bin eben in dieser Spannung drin und in dieser Herausforderung, dass ich das gar nicht immer schaffe. Und das ist ja eine Angst, oder? Weil da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, ja, du bist Christ, du musst mich lieben, auch wenn ich dir dumme Kuh sage oder was auch immer, du musst einfach, oder? Ja. Aber das ist, genau, wie geht ihr damit um, wenn Dinge an euch herantreten, die vielleicht nicht so sexy sind, und wie könnt ihr dann reagieren als Kinder Gottes? Das ist ja voll Alltag, glaube ich. So die Geistesfrüchte, dass die irgendwie von uns gestretched werden. Ich glaube, das ist voll Alltag. Das ist einfach das Leben. Und ich glaube, in diesem Kontext von Galater 5 geht es darum, um die Früchte des Geistes und die Früchte des Fleisches. Und ich glaube, das ist ja wie ein Battle, in dem wir drinnen sind. Unser Fleisch immer wieder uns erinnert, du warst einmal Diener, du bist immer noch Diener. Und unser Geist eigentlich, oder der Heilige Geist, uns erinnert, diese Früchte
zu tragen und auch dass diese Früchte zu uns gehören, damit andere davon kosten können. Und ja, was mich so angesprochen hat, am Sonntag, ich meine, diese Früchte, die kennen wir oder hast du vorgelesen, zum Beispiel, ohne Wartezeit kannst du keine Geduld lernen. Und ich denke, logisch, also wie kann ich messen, ob ich geduldig bin oder nicht? Und das lebe ich zu Hause mit meiner Tochter. Also das ist die beste Schulung, um zu sehen, wie ein Mensch Geduld lernt. Und da braucht es Wartezeit, auch wenn es nur 5 Sekunden sind bei ihr, oder? Und so sind ja wir doch auch, oder? In unserem Alltag. Wir wissen, der Heilige Geist bringt diese Früchte in uns hervor oder er hilft uns auch, er gibt uns Methoden, er gibt uns Ansätze, wie wir einfach in diesen Früchten wachsen können. Und ich liebe das, dass es nicht nur einfach ist, du musst jetzt jeden Tag diese Frucht tragen und so durch die U-Bahn laufen, dass man diese Früchte von weit her sieht. Ich glaube, es ist wirklich ein Wachsen mit dem Heiligen Geist im Alltag. Ja, das Wachsen, das brauche ich wirklich. Und das muss ich üben. Gerade die Geduld ist einfach nicht eine natürliche Stärke von mir. Und ich finde das schon wichtig, was du gesagt hast. Ja, in Wartezeiten lernt man Geduld. Und das ist etwas, das blende ich gerne aus. Dass es vielleicht gerade die mühsamen, schwierigen Situationen braucht, damit ich in meinem Charakter geschliffen werden kann und weitergehen kann und weiterkommen darf. Und ja, ich bin da herausgefordert, sage ich ganz ehrlich. Aber weißt du, es hat mir so gut getan, weil am Anfang meines Glaubenslebens, ich war ein sehr zorniger Mensch. Wirklich, ich war einfach extrem zornig und halt auch unzufrieden mit mir selber. Und als ich dann zum Glauben kam, habe ich gewusst, ich habe diese Bibelstelle, die habe ich gekannt und ich habe gewusst, das hat in mir so einen krassen Stress ausgelöst, weil ich genau gewusst habe, okay, ich reagiere völlig anders, als das eigentlich Jesus von mir wünscht. Und ich habe mich so gestresst, weil ich gedacht habe, ja, wo ist denn die Liebe, wo ist denn die Geduld, warum habe ich die nicht, was ist mit mir falsch? Bis ich gecheckt habe, stopp, halt! Die Früchte des Geistes, das ist ja wie ein Baum. Ich meine, ein Baum, da pflanzt du zuerst einen Samen und dann fängt er langsam an wachsen und dann irgendwann kommt dann die Blüte und dann irgendwann die Frucht und dann ist die Frucht noch so klein und irgendwann wird sie dann groß und ich habe gecheckt, aha, stopp, ich darf hier in einen Prozess hineingehen, muss keine Angst haben, kann die Angst ablegen und wissen, Gott ist mit mir im Prozess und ich darf einfach umfallen. Auch wenn das nicht cool ist, aber ich weiß, die Frucht muss wachsen und ist nicht von 0 auf 100 hier, oder? Ja. Und je nach Setting und Umfeld, wo du dich befindest, glaube ich, werden andere Früchte von dir verlangt. Es kann sein, dass du bei der Arbeit immer wieder enttäuscht wirst. Und du merkst, okay, jetzt brauche ich wirklich Liebe für meinen Vorgesetzten. Oder du merkst, immer wieder Freunde enttäuschen dich und du merkst, okay, ich brauche da wirklich eine Frucht. Und ich glaube, je nach Setting, wo du auch bist, wird immer etwas anderes von dir verlangt. Aber ich glaube, das Schöne ist, der Heilige Geist wünscht es, das in uns hervorzubringen, weil wir eben seine Freunde sind. Amen, danke. Janice, magst du für uns beten? Ja, für diese sehr Früchte? gerne. Und dass wir da eben keine Angst davor haben müssen. Ja. Ich lese nochmals die unterschiedlichen Früchte, nach denen wir streben dürfen. Und du darfst einfach in dein Inneres hören, okay, was ist da dran für mich? Wo darf ich mit Gottes Hilfe noch wachsen? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und ich danke dir, Vater, dass wir nach diesen Dingen streben dürfen, dass wir diese Dinge suchen dürfen. Und es ist etwas, da dürfen wir unser Umfeld und die Menschen um uns herum mit dieser Göttlichkeit beschenken. Und du siehst, in welchen Herausforderungen wir sind, genau wie es Paul gesagt hat, immer wieder die gleichen schwierigen Situationen und die tragen wir jetzt einfach vor dich. Und ich spreche dir zu Hause auch einfach zu, dass Gott sieht, welche Schwierigkeiten bei dir immer wieder anklopfen. Ob das Stress ist, Ungerechtigkeit, Wut, Enttäuschung, Trauer.
vielleicht auch externe Krisen. Gott nimmt das ernst. Das wird nicht einfach auf die Seite geschoben, sondern da dürfen wir hinschauen. Und Vater, diese Dinge, die tragen wir vor dich. Diesen Schmerz, diese Emotionen, diese Situationen. Du darfst da Raum einnehmen und wir beten, dass wir genau durch diese Dinge in der Liebe, in der Freundlichkeit, im Frieden Gottes, im Sanftmut wachsen dürfen. Und gerade dieser Frieden. In der Bibel wird dieser Friede Shalom genannt. Das ist ein Frieden, der jede Lebensstufe betrifft. Und dafür bete ich jetzt einfach, dass der Heilige Geist in dir diesen Shalom setzen lässt, dass du den Frieden wahrnehmen darfst in deinen Gedanken, in deinem Herzen, in deinem Körper, dass dieser Friede einfach übernatürlich wächst. Ja. Amen. Amen. Ich möchte noch gleich beten, weil ich glaube, oftmals merken wir, wow, der Heilige Geist macht was in mir und dass wir wie einfach ihm Danke sagen können für das. Ich möchte für Dankbarkeit beten, weil ich glaube, einige sind jetzt genau in der Arbeit, in einem Setting und dass Gott einfach durch uns, durch diese Früchte verherrlicht wird. Genau, Ja, gerne. Genau. Jesus, ich danke dir, dass du auch in dieser Passage sagst, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das sagst du in der gleichen Passage, Jesus. Und ich danke dir, dass all die Früchte, die aus uns produziert werden, Jesus, einfach ein Zeichen sind, dass du in uns lebst. Da möchte ich wirklich beten jetzt für den heutigen Tag und da auch immer, wo wir erleben, diese Früchte werden in uns produziert, dass unser Umfeld daran kosten kann und sieht. Und ich bete auch, dass du Zeugnis sein kannst, auch da, wo die Leute vielleicht nicht wissen, wieso bist du jetzt anders. Ich bete, dass du bezeugen kannst, dass Gott in dir lebt. Und ich bete, ich segne dich mit Mut, ich segne dich mit Zuversicht, ich segne dich mit Sicherheit und mit tiefstem Gottesvertrauen, dass das, was Gott in dir angefangen hat, einfach in deinem Umfeld einfach sichtbar machen wird. Und ich danke dir, Herr, dass du schon dran bist bei uns allen. Wie Isa gesagt hat, sie hatte Zorn und jetzt erlebe ich sie nicht mehr mit Zorn. Meistens Jesus, ich bete, dass wir Zeuge sein können und danke, Jesus, dass wir das schon sind und noch mehr sein werden. Ja. Amen. Amen. Und im Chat, ich finde das so schön. Ich meine, wir drei, wir sind wirklich noch nicht am Ziel angekommen und haben alle diese Dinge immer in unserem Herzen. Ich habe das jetzt ein bisschen provokativ gesagt, aber alles gut. also ich kämpfe mit einzelnen Dingen. Und wir haben uns aber entschieden, okay, lass uns wachsen, lass uns vorwärts gehen, lass uns ähnlicher wie Gott werden und die Menschen rund um uns damit beschenken. Und das Kraftvolle finde ich, ihr habt das genauso entschieden. Im Chat schreiben so viele, Simone, dass sie immer mehr Zeit mit Jesus verbringt und darin im Wort Gottes genau in das eintaucht. Menschen, ihr habt geschrieben, dass ihr darin wachsen möchtet, dass ihr eure Gedanken wirklich erneuern lassen möchtet. Und so viele verschiedene Leute, die das geschrieben haben. Und das ist kraftvoll, dass wir als Gemeinschaft sagen, lass uns ähnlicher wie Gott werden. Ja. Lass uns darin wachsen. Ja. Ja, und das spreche ich dir wirklich auch zu, weil wenn du in deinem Herzen die Entscheidung getroffen hast, dass du ein Kind von Gott sein willst und so leben willst, dann wird er dir so vieles verzeihen, weil er einfach deine Herzenshaltung sieht. Und das ist der entscheidende Punkt, oder? Die Herzenshaltung dahinter und nicht, wie gut wir eben sind. Und da kommen wir bereits zum nächsten Punkt. Da geht es nämlich darum, das hat Lea auch beleuchtet in der Message, Angst vor Ängstlichkeit. Und erst habe ich mir gedacht, Angst vor Ängstlichkeit macht keinen Sinn, doch es macht einen großen Sinn. Weil der Punkt ist, ein Diener hat immer das Gefühl, er müsse achtsam sein und er braucht Empathie, oder? Also quasi Anerkennung. Anerkennung, genau. Und ein Freund von Gott aber kann sagen, hey, ich lasse mich nicht manipulieren und ich brauche diese Anerkennung nicht, diese Empathie nicht von den Menschen, sondern mir ist wichtig,
wie sich mein Herz anfühlt und wie sich das eben Gott gegenüber ausrichtet. Und das ist der Punkt, oder? Und hier möchte ich dir vorlesen, den 2. Timotheus 1,7, wo es darum geht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, ja. Eben, als Kind von Gott, das hast du, das hast du. Und ich möchte dich auch ermutigen, einfach den Bibelstellen zu glauben und diese zu proklamieren, diese zu essen, diese zu nehmen und zu sagen, es steht geschrieben, es ist so, da gibt es keine Diskussion. Jetzt möchte ich euch 2 fragen, wie gerade als Pastoren, oder? Da werdet ihr bei den Teens beobachtet, ihr werdet aber auch im ganzen Kirchensetting beobachtet, ihr werdet beobachtet, ob ihr jetzt im Amt seid, also auf der Bühne, oder auch privat. Wie geht ihr mit diesen Erwartungen um? Lasst ihr euch manipulieren? Seid ihr hier ängstlich? Müsst ihr das ablegen oder habt ihr das als Kinder Gottes bereits im Hosensack? Wie läuft das bei euch? Das würde uns Wunder nehmen. Also für mich ist es wirklich sehr faszinierend, gerade wie viel Wahrheit im Chat geschrieben wird. Und mit dem möchte ich eigentlich gerade antworten. Jemand hat geschrieben, es geht nicht um Perfektion, sondern darin, immer ähnlicher zu werden. Und das ist eine Wahrheit, die versuche ich mir immer wieder zu sagen. Ich kann nicht perfekt sein. Und Perfektion, das funktioniert nicht, sondern jeden Tag möchte ich die Hand von Jesus ergreifen und mit Gott unterwegs sein. Ja. Jemand hat auch gesagt, es geht nicht um Kadavergehorsam, das ist ja auch so ein Wort. Das ist auch etwas, das versuche ich mir immer wieder zu sagen, hey, okay, ich bin mit Gott unterwegs und Gott darf mir ins Leben sprechen. Und ich muss mich aber auch ganz bewusst entscheiden, auf welche Stimmen höre ich und welche nicht. Also ich habe ganz, ganz bewusst Menschen in meinem Leben gesetzt, die dürfen mir den Spiegel vor die Nase halten und sagen, hey, ich glaube, da musst du hinschauen. Ich glaube, das könnte der nächste Schritt sein. Schau es mit dem Heiligen Geist an, frage Gott. Und da möchte ich dann auch hinschauen, weil ich möchte vorwärts kommen. Sehr schön. Aber es sind ganz bewusste Personen, die haben die Autorität, das zu spiegeln. Und die ganz grundsätzliche Kritik, die halt einfach kommt, weil man vielleicht auch moralisch-ethische höhere Erwartungen hat an jemand, der pastoral gesetzt ist, was ich auch verstehe und was grundsätzlich vielleicht auch nicht einmal falsch ist, aber das kommt dann eher ein bisschen wie Stacheln und das ist dann meistens schmerzhaft und das versuche ich ganz fest dann zu Gott zu tragen und ihn zu fragen, okay, was mache ich jetzt mit dem? Muss ich das jetzt sofort ändern und in diese Perfektion mich drängen lassen? Und versuche einfach diese Hand von Jesus zu ergreifen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Sehr schön, ja. Ich schließe mich dem gerne an. Und so ein Punkt, der mir persönlich noch zusätzlich hilft, ist, ich sehe mich einfach als Nachfolger von Jesus, ein Jünger von Jesus. Und ich glaube, da habe ich oftmals nicht die Gefahr, mich selber auf einen Schemel zu setzen und sagen, ich stehe über den anderen. Weil es auch die Gefahr in unserem Job, wir sind so viel im Rampenlicht auf der Bühne, viele Erwartungen sind da, aber auch viel Applaus. Und ich merke, was mir hilft, ist zu sagen, Paul, jetzt bist du Nachfolger, am Ende deines Lebens bist du Nachfolger von Jesus. Und ich glaube, das Schöne ist, da haben wir alle den gleichen Standard. Wenn wir Nachfolger sind, dann werden nicht einige anders bewertet. Klar, der Timotheus schreibt, wenn du Leiter bist von der Kirche, dann ist da noch mehr Erwartung da. Aber ich denke, wenn ich grundsätzlich Nachfolger bin, dann werde ich Jesus nachlaufen und bin nicht in Gefahr, etwas Falsches zu machen. Logisch, ich bin auf dem Weg, ich bin unterwegs mit ihm, ich mache da Fehler, aber ich bin und bleibe Nachfolger. Und das ist auch etwas, was ich liebe, weiterzugeben den Jungen, weil die haben auch große Ambitionen. Ich will mal dieses werden und das werden. Und ich sage, schau mal, deine erste Berufung ist, du bist Nachfolger von Jesus. Mega schön, mega schön, mega stark. Ja, für mich ist einfach der eine Satz, den ich wirklich in diesem Bereich habe, ist, Gott hat nicht Angst vor dem Prozess, den ich gehe. Ja. Gott ist mit mir im Prozess und ich darf morgen besser sein, wie ich heute bin. Ich darf morgen wieder auf die Schnauze fallen. Hauptsache ich stehe wieder auf und suche wieder diese Heiligkeit. Und dass Gott nicht
vor allem mit mir am Ziel sein möchte, sondern den Weg mit mir geht, jeden Tag diesen Prozess, das gibt mir Ruhe. Und vielleicht kannst du dir genau diesen Satz jetzt aufschreiben. Gott hat nicht Angst vor dem Prozess. Und dann häng dir diesen Satz an den Spiegel und schau dir das täglich an und sag dir, hey, ich bin ein Kind von Gott. Mein Gott geht mit mir vorwärts und er hat keine Angst vor dem Prozess, den er mit mir geht. Also darf ich ganz Mensch sein und kann auf die Verheißungen von Gott einfach aufbauen und wissen, mein Herz ist meinem Gott zugewendet, ich bin ein Kind von Gott, so what? Und das ist mega cool. Liebe Leute, wir sind bereits schon eine halbe Stunde am Schwatzen und wir haben genau 2 Punkte geschafft. Also es tut mir sehr leid, aber wir werden hier jetzt einen Break machen. Ich möchte dich aber ermutigen, dass du die Message, falls du sie noch nicht geschaut hast, nachschaust oder noch einmal schaust. Ich möchte dir noch kurz mitgeben, was wir noch für Punkte hätten und dann kannst du die einfach zu Hause selber noch bewegen. Das geht ganz gut. Vielleicht hast du jetzt noch eine halbe Stunde Mittag, dann schließ dich in dein Kämmerlein ein und sprich einfach mit Gott über diese Punkte. Er wird zu dir sprechen, weil du bist sein Kind. Ja. Es geht hier um Angst vor Nichtlinearem. Da geht es darum, dass ein Diener Halt sucht im Kontext, aber ein Freund Gottes kann sagen, ich bleibe meinem Auftrag treu und lasse mich nicht einschüchtern. Und dann hätten wir noch den 4. Punkt, Angst vor dem Unbegreiflichen. Ein Diener verlangt nach Transparenz und Intuition und ein Freund Gottes kann aber sagen, ich achte Gottes Gebote höher als den Zeitgeist und was heute okay ist. Ja, genau. Ich weiß nicht genau, wo wir dich jetzt abgeholt haben, aber ich bin überzeugt und ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir dir dienen konnten als Kinder Gottes. Ich möchte dich ermutigen, da dran zu bleiben, deine Ängste zu facen und wirklich das mit deinem Gott zu besprechen, dass du frei wirst von dieser Sklaverei, von dieser Dienerschaft und eben ganz in diese Kindschaft hineintauchen kannst. Und wenn du dich connecten möchtest mit uns, dann schreib uns, wenn du das Gefühl hast, hey, da sitzt jetzt etwas Tieferes noch in mir, dass ich alleine nicht bewältigen kann, dann schreib uns ebenso. Du kannst gerne auf icf.ch/Seelsorge schreiben oder eben, um dich mit uns zu connecten, auf icf.ch/connect. Ja, ich denke, es wäre schön, wir würden abschließen mit einem Gebet und da möchte ich euch 2 einfach nochmals bitten, dass ihr für uns betet, für die kommende Woche und für das Thema, das wir soeben hatten. Und ich. Yes, ich beginne mal. Danke, Vater, dass wir diesen Prozess gehen dürfen, jeden Tag die Nähe zu dir suchen, jeden Tag in deinem Wort zu lesen und in deiner Wahrheit zu leben. Und wir brauchen die Disziplin und die Kraft. Und danke, dass du in deinem Wort versprichst, ich schenke das Wollen und das Vollbringen. Und ich spreche einfach aus, wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen die Liebe leben, wir wollen im Frieden leben, wir wollen in der Sanftmut leben. Und ich bitte dich, hilf du uns mit dem Heiligen Geist, diese Dinge zu vollbringen. Jeden Tag im Prozess, nahe in deiner Gegenwart. Ja, ich danke dir, Jesus, für all das, was du schon begonnen hast in uns, all die Samen, die schon Früchte tragen können. Ich bitte dich, dass das nicht irgendwie durch die Welt oder durch Einfluss von außen abgeschnitten wird, sondern dass da wirklich Frucht entstehen kann, Jesus. Und ich danke dir, dass wir in allen Früchten wachsen können, wie es jemand schon im Chat geschrieben hat. Danke, Heiliger Geist, dass du uns tagtäglich erinnerst, wer wir sind und woran wir wachsen können. Ich segne uns einfach mit dem Bewusstsein, wer wir sind, an jedem Ort, wo wir sind. Ich segne uns auch mit Mut. Ich segne uns aber auch mit tiefem Frieden. Ich segne uns da auch, wo einfach Themen an unsere Tür klopfen und sich hineinsetzen wollen, Jesus, dass wir mutig sind, einfach standhaft zu sein. Ich danke dir, Jesus, für all das, was du tust und tun wirst in den nächsten Tagen. Ganz bewusst sage ich Tagen, dass da schon große Frucht entstehen kann. Wir lieben dich und du bist unser König und Erlöser. Amen.
Amen. Und ich möchte dich auch ermutigen, falls du dieses Buch zu Hause hast, dass du das Abendmahl feierst, vielleicht tagtäglich, weil es wird dich daran erinnern, eben wer du bist, ein Kind von Gott, was Gott für dich geopfert hat, seinen eigenen Sohn, was er bezahlt hat für dich, damit du eben Kind Gottes sein kannst und nicht mehr Diener und nicht mehr Sklave. Er hat dich befreit und ich kann das dir einfach empfehlen, dass du wirklich das Abendmahl einnimmst und falls du das Buch noch nicht hast, kannst du das auch gerne bei uns erwerben. Mir hilft es einfach immer wieder, diese Perspektive zu bekommen, dass ich Kind Gottes bin und dass er mein Vater ist und das Allerbeste für mich bereits gegeben hat, nämlich seinen Sohn Jesus Christus und weiterhin für mich da ist. Ja. Hey, ich bedanke mich von ganzem Herzen für euch zwei. Ich kann es nicht anders sagen, Granaten. Wirklich, ich liebe es einfach zu sehen, wie ihr Kirche baut. Ich danke euch von ganzem Herzen dafür und euch danke ich, dass ihr dabei wart. Es war mir eine Ehre mit euch und ich wünsche euch von ganzem Herzen eine gesegnete Zeit. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Ciao.